Also wir sind eine Euphorie, was wir überhaupt nicht wussten, aber wir sind behütet geblieben, ja, das kann man sagen. Ja. Ja. Vandaag zit ik hier met Jacob Veer, der ist von der Kolonie Menno. Dankeschön, Onkel Veer, dat we zo een interview hier mal maken kunnen. Hij is 83 en heeft zeer veel erlebt. Hij heeft 2 Bücher geschreven. We worden dat niet alle vandaag bereden wat er in dem Buch is, maar einige Punkte waar we een beetje durchkomen. Also, du hast hier ein Punkt, was mir sehr wichtig ist. Bolivianische Flugzeuge greifen Campo Esperanza an. Campo Esperanza war doch das erste, wo die Menno-Kolonie mal ankam, ja. Und da war je in Stadt und als je dann in Loma Plata angesiedelt hatte oder von da in Loma Plata gesiedelt wäre, dann kam Militär dahin? Ja, das Militär wir am Anfang nicht, als der Minister da ankommen mit Fred Engen, Betty, und dort bleibt eine Gruppe von denen, die bleibt auf Campo Esperanza für, weiß nicht genau, für was für eine lange Zeit, aber doch mehrere Monate, dass die dort anfangen, Experimente zu machen und Bangwald zu planten und sagen, dass das sehr fruchtbares Land wird. Ja. Ja. Und dann wir aber fängt die Kirche an von Bolivien und Paraguay. Und dann siedelt das Militär da auch an und die bietet da ein Lazarett, ein Krankenhaus oder für die Gefangenen bietet die da ab, ja? Ja, da waren die bolivianischen Gefangenen angebracht, auch von hier von Pitiantuta. Und die Gegend, weil da sind die auch Theorie gewesen, was mein Vater da auch bejahend ist. Und Wils, meine Eltern, mein Paar war dann mal in den Jahren 32, dort lernte Sprache oder dort Dorf Lindenau. Und dort Lindenau Dorf wie Mo von diesem späteren 14 Campo Esperanza, mo 6 Kilometer auf. Ja. Gut, und da hat ihn vorher ein besonderes Erlebnis, wo Bolivianer Flugzeuge den Bescheid wollen. Wo wir das? Kannst du ein bisschen davon erzählen? Ja, weil es das wir das nordöstliche Dorf von der Kolonie Menno erlernt haben. Und weil es das Dorf so dicht bei wir, vor sie, als sie erst jung gesiedelt haben, haben sie Noba vor dann wollen ein bisschen Müllers anfahren, nach Spanien. Früher sie waren daheim, um sich was Erntetücher für Erbüse und ihre Götze, was sie dann mit hatten, die Sache. Ja. Ohne eine Ordnung zu haben, kommen sie dichter bei dem Lauer, ab dem sogenannten Schrotzweig, was auch der meiste hier in der Kolonie aller Weite. Die wird dann von dem Militär gemacht und da kommen sie die Leinen, als sie dann sind sie für 100, 500 Meter vielleicht oder so aufwieren, dann ab eins kommen die Soldaten, randen die alle entgegen, kommen viele in ihre Richtung und schreien immer Menno Almonte, Boliviano. Sie hatten keine Ahnung, was sie damit meinten am Anfang, weil das Flugzeug war kreist und sie können aber nicht ihre Wille Müllers übergeben. Und dann checkte sie bloß einmal, wo die Flugzeuge und die kommen dann da einmal lang dem Waschkreis, da hatten die das verdienen in den Bunkers, das waren die Bolivianer gewusst haben. Wahrscheinlich, ja. Und ich schmeite da dann Bombe, aber sie können einmal sein, wann die rütschmeite. Die Bombe. Das ist ein Ding, rütschmeite die. Und dann drehte sie einmal in einmal in der Richtung und wann hastig armen
wenn da wie man das eine Flugzeug, was du dann kreise dein, und schmeißt du dann, ich weiß nicht, wie viel Bombe, das weiß ich sei auch nicht. Und sei Jugend dann da noch mit ihren Müllers am Hahn treiben, wenn die um sie flogen, dann fuhren sie, dass sie ungewacht kommen und können aber sein. Und damit, de entgegengezegde richting Ja. voeren ze dan. Ja. En dan kraakten ze heen aan und dann, de bommen aan. wanneer ze waren arm en fuhren waren die andere Richtung. Und so beobachtete sie Meier den Flieger, wo die fluchen, wo die kommen. Und als sie dann ab eins da Nordrhein oder im Zentrum all waren, dann sagen sie, dass Richard ab einer steht, sei er. Und die Bolivianer, die die nicht lang, da wird die Boer flug, dann wäre die wach. Und dann wäre sie eigentlich meist die erste, da ganz bei dich Bibels, das Lazarett, was die da abgebaut hatte, dort brennt. Ja, dat weer nog van früher met Schelp, ja? Dort wir vom Militär gemacht worden, alles. Da sind auch keine Fotos von Deutschland erhalten. Und wird das nie wieder, wird das eingeweiht worden, dann nachher noch aufbrennen. Und zum Gleich hat die Bombe eingeschlagen, ab dem eigentlich hat ein längerer Tag wir mit Schalp und Bettergras gedeckt und die Verwundeten, die er da hatte, die lagen dann Fuß von der Kirche wieder, ja. En daar weer nog passiert. Und dort brennt ganz auf, aber sie kommen, wäre eigentlich meist die erste, was die Verwundeten da drauf halten, ja. Wäre je dann auch Fuß von Militär, mir da und die Soldaten, die dann sehr helfen mussten. Sie kriegen die Ukraine alle lebendig rüt, ohne dass die Verbrennungen große erledigt haben. Bloß das ganze Lazarett wird dann brennt ganz total auf. Dus hier schrijven des, wäre die dann sehr dankbar, dass der Minister da so geholfen hat, ja. Ja, nachher hadden ze dan, als dat is alle eeuwen en ze de krank is alle buiten hadden, dan hadden ze dan nog een runde met en door de soldaten droegen dat dan ook al veel, weil ze deze met wagen weer allemaal gefahren, gecheckt hadden en aangewangen, hast in einem anderen ein, aber wir dann alle sehr Frauen dankbar, aber sie können sehr wenig Spanisch, ja. Dat zij ze sehr geholpen hadden. Ja, gut, du hast dann das ein sehr gutes Erlebnis. Ik ga je er niet wat die Eltern, ja. ich gerade sei, erlebt haben und jüngst verteilt haben. Du hast das hier abgeschrieben. Ein paar haben mir diese Geschichte verteilt nach einer anderen Begegnung mit den Bolivianern. Aber das ist alles zu belesen, ja. Und das Büchertjes, was ich geschrieben habe. Ja. Du hast dann auch ein Fernheim zur Schule gegangen? Ja, weil hier nicht Zentralschule wäre? Nee, hier wieder noch keine Zentralschule, wie Darbschule. Aber wir lernen da sehr viel gut lesen und rechnen und schreiben. Meine letzte Lehrerin an der Darbschule saß der Klasse wie eine Tamara Fritzler. Und wir sind sehr begeistert, dass ich soll wieder entfernen im Grunde. Und meine Eltern hockten dahin und wir freuen, dass ich abgenommen wurde, alle Wehen. Und wir dann mir ja hier in Philadelphia in der Zentralschule. Ja. Die Eltern hat die auch noch Casado geschickt, die hat eine Verbindung mit Casado, die sollst du eigentlich lehren und wegstocken staut. Die bist dann aber auch in Kanada in staut gewesen und hast da gut Geld gemacht in der Zeit und die hier dann Land gekauft und hier hat es wieder, hast dann ook met sport veel te doen gehad. En hier in Menno dat eerste sportverein gegründet. Die tijd war in Menno Sport noch nicht sehr in, ne? Das finde ich noch nicht. Dat wir ein sehr verrufener
Wörnissen, irgendwer muss in den Kopf anhalten, dass das durchkommt hier. Met het ganze Sportverein-Gründung. En ons interessiert dan ook al zij een sportverein hebben en metmaken, maar dat we zeer schwer en dat we een verroefenis ding voor de mensen in dem stadium en daardoor hadden we een heel andere Schwierigkeiten met Chance maken. Ja, correct. Wil ik nu een beetje erwähnen. Du hast dann in Fernheim auch Chance gemacht, weil es hier einfach gar nicht geht. Schwierigkeiten, zoals du al siehst. Hier kommen sehr viel nach dem Steuersystem eingeführt in Männer. Aber ich möchte ein bisschen auf eine Begebenheit nennen, gehen ein bisschen alle. Zuchtvieh. Von der ersten Rassevieh, was hier am Chaco gebracht wird, was die Rasse ist von den USA. Da bist du dabei und hast du selbst geholt von den USA. Kannst du ein bisschen davon vertellen, wo das ja, wie wir ich war dann al bei ein halbes Jahr für die Männerkolonie tätig und habe auch dort die Estancias all übernommen. Und dann dadurch wollte wir wieder fertig mit besserer Genetik und deshalb wird wir gegründet worden und ich habe dann sehr viele Therapie gebracht. Als ich beauftragt war von den 3 Kolonien, eine Billettperson zu sein für diesen Import, weil es bei anderen hatte das meiste Vieh all gekauft, als ich bei Kansas kam. Aber wir mussten dann 3 Wochen in Quarantäne sein und da kauften wir noch die 3 Junghengste für 2 Kolonien und einen privat. Und also, dass wir da 25 Rinder mit der Remonia taubt, wir hatten bei 60 Jungrinder und die Remonia. Und die waren ab eingestiegen, musste die seine Taub kommen aus einer Quarantäne, weil wir alle Dokumente hatten. Und da wir Rudolf Derze, der wir für den Park der Remonia zuständig und entscheiden alles. Und die dann noch für das ganze Importation möchte die Dokumente alle, ja. Und ich war verantwortlich für die, ab der Quarantäne steht, das ganze Vieh zu verhalten, ja. Das wir dann führen. Wo weet dat? Die Kolonie had dan een Flugzeug angenommen extra? Die hat ein Flugzeug geschartet ganz angenommen von Argentinien. Dat wir extra verjünten. Dann noch 81 Rinder, das ist ein kein großes Flugzeug gewesen. Naja, wir hatten ja doch keine andere Bedeutung, als wir hier in der Kabine ganz auf dem Zagelein sozusagen. Ja, und das war dann abgeklappt, wo wir dann landeten. Und dass wir auch Sauerstoff und alle Rinder Sauerstoff hatten. Aber wo weet dat? Je moest ook Futter verschaffen? Wir mussten 1000 Kilo Futter, wie wir uns versprochen waren, mitzunehmen. Da schrieb ich auch mit. Und, war da weer Trouble-Ferien? Da wir in Houston auf dem Flughafen, da waren so viel von den argentinischen Piloten angeladen. En, andere Kostes, boven had je weer dat ganze schapval rinder, ja. 22 rindvee en 3 pied, ja. 3 hengsten, ja. En dat weer over veel, de kolonien hadden bloos alles jonge rinder. Remonia had een beetje oudere, die hadden vielleicht een Jorsche. Aber wir hatten alles plus bei 7 Monaten. Und dann Chalva, nach dem Schalva, was wir rein mussten, und mit dem Felder sollen hier die ersten Monate Werte überleben. Wir mussten hier auch in Quarantäne nehmen. Und dann mussten wir uns da noch ziemlich den einen Saat, ich habe sie sagen, dort wieder Felder mitkriegen, dort nicht bloß Jahre ihre Kosten mit Motorrädern und so was alles. Was wir beobachtet haben, weil wir wieder da besiegt, dass die Leute da den Titel waren.
Aber wie die Leute das dann ab, aber das sperrt sich an, dass wir waren immer lot und dass wir uns nicht sehr malig ans Beide hängen, aber wir hatten Tim Satte hat wie eigentlich ein paar Wackel Steile, aber keinen Bells oder irgendwas, Seatbelts, zum Faustschnaller oder irgendwas. Wie musste ab mit Draht sein, ja. En die Rinder werden an Boxen eingedeicht? Einmal an Hacks am Flieger war der Hacks abgestellt und da wird einmal die Größe nach von Fähre wieder die Radre und dann hängen einmal die leichter bitte die drei Hengste wieder ganz letzte, die sorte ans mit die sorte wie Teppen eine Box, ja, also aneinander, dass wir alles, dass wir wieder nicht aus, dann wie da nach an der Zoll ein, was die dann abkloppte, wenn wir in Panama stillhielten, dass alle Luft schrien, ja. Und Wie alt warst du dann? Oder du warst dann al befried und hattest Familie? als wir dann das wir 77 und dann 69 befried wir uns, ja. Und Ich hatte aufsätzlich ein bisschen am Anfang nicht gefragt, was mit dem Glauben war und Taufe und so. Aber hier auf dieser Reise hast du mir vorher alles vertelt. Willst du sagen, evaluiert werden alles, wo deed het dann da? dat wir dat tropft alleweg so sehr derchen Rudolf Derkse sagt, was jaftet noch, wenn das mit ja so Schakel wie Flüge nicht hoch willst, die glaube ich mit dem Sauerstoff anders nicht kommen oder mit und dort wir ans klar die dat het irgendwann ook nog mal kon wat anderes geben, ja. Ik moet Tein zijn. Dat het op een Tein weer en daar had ik dan veel Versprechungen gemacht en hield er nachher auch an, dat er sich dann, als wir danach nicht getauft und da ich an die ganzen Probleme hier und hab dort aber alle Da hast du eigentlich noch einmal mit Gott ja, ein Abkommen gemacht und das fast gemacht mit Gott. So ist es. Willst du es einfach mit der Angst dort zu tun weh? Naja, dat wir einmal ja Flug und ich reed veel weiter op de Rudolf Derkse mina van Canada aan en een paar weken terug. En we hebben lang gereden even en daar geloof ik had we best veel Versprechungen gemacht. Ja. En dat heeft zich dan ook gelernt. En zeg ja altijd früh met 2 klinieken, ja, wat op mij leurde, ja. En we komen dan bij Ascension met hele Hut Geld aan. En over dat schap dat ruist bijna een jaar, valt dat, ging dat eraf. En dat was je nog aan? Dat was we nog aan, ja. En nu is het eraf gevallen weer? Ja, en Rudolf voer je nog eenmaal plus voor Fernhem en Remonia. En hij zei dat we ook gar nicht lang later noch einen Flug. Also wir sind gefahren, was wir überhaupt nicht wussten, aber wir sind behütet geblieben, ja, kann man sagen, ja. Und die Rinder, die mussten hier dann auch war da noch in Quarantäne, wo wir dann da mit? Die Rinder waren von Ascension aus wie bei Torvire, da übernahm Dr. Rudolf Schittler dann die Abgabe wieder. En die had dat alle aufgeklärt, dat we kunnen eine Versuchsstation, wat dan hier 300 Kilometer, 315 weer nog op alle Route van Rio Verde en wieder im Süden an. Daar kunnen we die nemen en daar komen die dan nog een paar weken in Quarantäne. Van daar werden die dan abgedeelt en dan ging een deel naar de Versuchsstationen, een deel ging naar Lindenau. No, Richard Bortel. Die überleefde dort alle? Die überleefde alle. En die hebben we dan, die moesten iedere dag met een thermometer
Feibermeter? Ja, Feibermeter wens dat we wens dat Zeckenfieber is een probleem wanneer van een andere provincie komen. Wil ze hadden hier ervaringen wo viele Deutsche gewonnen wären en Ascension zum Beispiel, ja. Aber ans ging dann scheint hier die erste Zeit, die erste 6 Monate Toten. Die worden noch her dann verteilt. Nur das wären die Privatbestellungen von Bürger von Fernheim en Menno Meijer. En wat mij interessant was, dat de Fernheimer hadden sehr viel Santa Gertrudis bestellt en de mensen hadden meest plus Herford. Ja, van 22 balles Herford, jong balles. We gingen 20 naar Menno en 2 naar Fernheim en bij het andere weer krijgt anders. 20 naar Fernheim, 2 naar Menno, ja, van de Santa Gertrudis. En dat eeuwige weer nog veel kleiner. We hadden het halve van 1 maand per 3 maanden. Het halve met voor de Maltzucht, ja. En Maltrassen, ja. En die hebben we alle, schreven we alle heil her en overleefden ook de eerste tijd alle ohne Probleme, ja. Maar de ganze Quarantäne-Titen alles sterk weer, ja. Ja. En werden dan verdeeld aan de bergen, ja, verlast. Ja. Du hast in dein Leben auch viel erlebt. Und was willst du an die Menschen, an die Deutschen gerne sagen? Vielleicht mitgeben wollen, die junge Generation? Erstens, sie echt persönlich immer sehr froh zu dort, was unsere Eltern gelesen haben für uns. Ich bin alle dankbar für sie und dass sich das so entwickelt hat. Mich hat dort immer interessiert, die Entwicklung wieder. Sei es ab dort oder ab Jant, und dadurch wäre ich auch 9 Jahre am SAP. Und was ich mitgeben würde, an junge Menschen, die lehren sich, in meinem dafür lehren sich von dort zu wenig kennen, weil du jetzt ja immer wieder, dass wir alle bloß noch eine Nummer sind. Nicht mehr kommunizieren, so wie nu mal down, ja. Aber das geht alles bloß über diese Telefons und die Modernität und die Technologie, die Astoren, die macht einer auch, Matt Marcus ist erst ein Bild out vom Fenster. Und, aber dort, glaube ich, habe ich viel andere Probleme an der Kirche und so, dass die Menschen sich nicht gut genug kennen, für Chaste. Dass die viel zu viel bloß durch die Technologie sich kennen und das ist für mich nicht das Recht. Ich rede nicht für dort, was... Also Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja. Das ist zu wenig per Du. Gemeinschaft. Of nu een Gemeindesebene oder Koloniesebene einfach mehr vertalen, mehr Gemeinschaft haben. Ja. Hast du eine extra Gebetserhörung, ein extra Erlebnis gehabt, wo Gott dich geführt hat, wo du kannst dankbar für sein, dass du krank gewesen nicht? Ja, ich habe all wenn ich auf dem Gebiet gehe, dann kann ich sagen, ich habe mich mit all jung beziert in Kanada und da habe ich wegen der Krankheit von meiner Mutter ziemlich mit Gebetserhörung, dass ich da fast an wir und dass Gott mich soll, wenn ich die Bibel abschlug und Spruch gebe, was mir an der Zeit, wo ich dann wir helfen das, ja. Und dort, der Spruch hat ja als Taufspruch auch noch genommen, ja. Und der hat mir sehr viel einmal gesagt, Römer 12, Vers 12, ja. Gut, Dankeschön ungefähr, dass wir das hier machen dürfen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke dir, dass du auf mich gekommen bist und mich angerufen hast. Und ich dachte, ich hatte kein Problem, ja, wenn einer möchte nicht bloß nach einer Stunde reden, ja. Ja, right. Ja, Dankeschön.